Der Fanny, seine preußische Tochter, hat wollen, dass ihren preußischen Vatern das nicht taugt, weil sie jetzt Brunner heißt. Der redet ihr aber gut zu und kann's zufriedenstellen. Der Hubert spielt mit seiner alten Spielsach-Eisenbahn und der Martin tut auch mit. Seine preußische Tochter kann aber nichts drauf finden. Ein Gregor, sein preußischer Stiefsohn, möchte für die Hochzeit 2 Nachtkasteln schreinern. Aber er stellt sich recht blöd an und verhaut alles. Danach möchte er etwas anderes zimmern und schneidet sich dabei die Hände auf, dass er ins Spital muss. Sein Vater möchte wissen, was los ist, und schließlich sagt er ihm's. Das Bärli ist scheißfreundlich und sirselt mit den Leuten, von denen er etwas möchte. Die kommen aber dahinter und lassen dem auflaufen. Der Fanny, sein Vater, möchte bei ihrer Hochzeit auch eine Rolle spielen. Und schließlich darf er einen Brautführer machen. Der Martin kauft sich für die Hochzeit einen extra großen Gamsbart und brotzt sie schon vorher damit. Aber der von der Fanny, sein Vater, ist nur größer. 2 Tage vor der Hochzeit kommt ein ganz scharfes Wetter und macht einen Hummel seinen Wald hin, wo schon alles hergerichtet ist. Von der Feuerwehr zu Racherding kriegen sie aber einen anderen Wald zu Leicher. Das Geschäft, wo es Essen liefern soll, fällt auch aus. Und drum müssen die Landweiber etwas herrichten. Schließlich werden nachher ein Holztaus geheiratet und das geht die Leute recht zu Herzen. Danach drehen sie hübsch ausgelassen zu der Muse von Gerstl und der Emma. Ein Brautstrauß fängt der Patrick auf. Der Annalena, sein Jamsterer, macht ihr einen Heiratsantrag und sie nimmt ihn an. An Mike stinkt er recht, wie er das sieht.